Servus, grüß euch. Ich verrate euch heute ein Geheimrezept von meiner Oma. Stellt euch vor, die ist 1900 geboren, ein uraltes Familienrezept und jetzt ist mittlerweile 20 Jahre gestorben. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt kann ich das Rezept auch mal verraten. Ich muss gleich mal zugeben, ich bin nicht der Riesenkoch, weil ich koche ab und zu für Kinder, wenn meine Frau vom Wirtshaus nicht heimkommt oder wenn es vom Kanapé wieder nicht runterkommt. Und genauso wie es für uns üblich ist, die Portion koche ich heute für euch. Wir haben 4 Leute und der Hund. Aber den plane ich beim Kochen nicht, der frisst sowieso das, was Kinder beim Essen unterm Tisch erstrahlen. So, packen wir's! So, wir nehmen 2 Zehen Gnovi und einen kleinen Zwiebel. Charlie runter, ich sag's gern dazu, weil ich hab das am Anfang auch nicht gewusst, da bin ich lange nicht drauf gekommen. Als kleine Eselsbrücke haben wir es so gewirkt, das ist wie beim Scheiblettenkasten, der schmeckt auch viel besser, wenn man ihn von der Folie raus tut. Ja, dazu einen Bund frischen Petersil. Blöderweise habe ich ja gerade heute wieder keinen frischen daheim, aber zum Glück, ich habe da mal was vorbereitet. Ja, und das Ganze klar häckseln. Das geht auf 10 Sekunden mit einem Thermomix. Wer sich 1200 € sparen möchte, der kauft sich für 5 € ein Messer und dann dauert das 20 Sekunden länger. Nein, manchen ist das wert. Mir nicht, ich habe Zeit. So, einen Topf auf den Ofen und dann ein Esslöffel Butter rein. Wenn er nicht gerade gefroren ist, geht es leichter wie bei mir. Aber geht halt alles. Der wird schon. Und dann ein Esslöffel Mehl, eine Sieben. Sieben deswegen, weil Kinder in dem Schubladen aber ein Müsli machen. Und wenn du Pech hast, hast du dann ein paar Kellogg's Max drin. Oder, wenn es noch blöder hergeht, ein paar Legesteine, die vorher am Sonnenhaufen verdaust waren. Das Ganze gut verrühren mit dem Schneebesen. Weiß eigentlich jemand, warum das dieses Teil Schneebesen heißt? Eine Schneeschaufel ist ja auch ganz was anderes. Aber das gehört jetzt nicht zum Kochrezept, das ist jetzt nur ein philosophischer Gedanke von mir. Ja, so rühren wir ein wenig um. Und dann kommt 125 Milliliter Milch dazu. Das ist ziemlich genau so viel. Ein wenig umrühren, dass sich die Sache vom Boden löst. Und dann hauen wir schon ein Zwiebel, ein Knobi und den frisch geschnittenen, längst vorbereiteten Petersil ein. Da wird's schauen. Dabei nehmen wir so ein Liter, ich nehme meistens 1,5 Liter Wasser her, ein wenig Suppenwürfel rein, ein wenig reinbräseln. Und weil einer nicht gelangt, hauen wir noch mehr rein. Dabei köchelt das schon. Und das Ganze mit dieser Suppe einfach aufgießen. Hätte man vielleicht vorher noch ein wenig anwarten können. So, jetzt verrühren wir mir eine Prise Salz, 2 Esslöffel Mehl, ungefähr so viel. Da geht es nicht so genau wie beim Mistfond. Und ein Ohr ohne Schale ist wie beim Zwiebel, kann man sich vielleicht so wirken. Und das Ganze dann wieder umrühren mit dem Schneebesen. Vielleicht weiß ja der eine oder andere mittlerweile, warum das Teil so heißt, dass der Schneebesen drin ist und die Schneeschaufel draußen. Keine Ahnung warum. Ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, die Gaudi ein wenig aufrühren und dann in die Suppen eintropfen lassen. Und natürlich ein wenig umrühren, wenn es drin ist. Dazu ein wenig Pfefferhafe und fertig. Mit dem Pfeffer ein wenig vorsichtig sein, man kann ja am Tisch nachwürzen, wenn Kinder mitessen oder denkt an den Hund, der vertragt ja auch nicht alles. Und fertig ist Omas legendäre Ohrschlachsuppen. Schmeckt gut, jeder wird satt und ist wirklich nicht viel Aufwand.
Ja, ein Schein Brot dazu oder nicht, jeder wie er mag. Ja, der Name kommt natürlich aus dem Hochdeutschen, da heißt es Eischlagsuppe und dies wiederum ist auf Bayerisch übersetzt die Ohrschlachsuppen. Ja, mir ist klar, dass der Name marketingtechnisch jetzt gar nicht gar so einladend wirkt, aber wenn man weiß, wo der Name herkommt, ist er gerade noch halb so wild. Ich wünsche euch einen guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen.